Jeistlichet Läwen. Jeistlichet Läwen is een leven met God. Aber ein jeistlichet Leben habe ich 3 Fragen. Wo komme ich dann? Wer sehe ich? Wo kann ich mir sicher sein, dass ich jeistlichet Leben habe, und wenn ich vor Gott stehe, dann wird er mich annehmen. In dieser Klasse reden wir von jeistlichet Leben. In der 4. Klasse rede ich von, dass jeistlichet Leben kommt von Gott. Dat is durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, aber das kommt von Gott, und das ist Gott sein Geschenk, das ist Gott seine Gnade für uns. Und in dieser Lektion will ich da ein bisschen von reden, wo wir uns nicht können selbst die Seligkeit verdienen. Und Tim dat dann wir ein bisschen nur Gott checken. Wer ist Gott? Das ist eine Frage, vielleicht, was wir fertig in uns Leben haben. Wer ist Gott? Und ich möchte sagen, dass die Frage kann ich nicht beantworten. Wir können die gewisse Muten beantworten, gewisse Dinge, was die Schrift uns sagt. Aber wer ist Gott in das große Bild, das ist ein Ding, was für uns Menschen vielmal ein Geheimnis ist. Und einmal können wir nicht verstehen, vielleicht nicht, was Gott tut oder wo so Dinge tut. Aber wir wollen ein bisschen checken, was sagt die Schrift von, wer ist Gott? Ein Schreiber sagt, die Ewigkeit beschrieben, wird leichter sein als Gott. Wenn wir uns denken, dass du hast keine Kant, kein Eng, kein Uing und kein Boven, wird es uns dort beschrieben. Einmal vertellen wir uns von, wo das ein Mensch sein, wo Kaffee schmeckt, wenn er noch niemals auf Kaffee schmeckt. Und du kannst vielleicht some Dinge brücken und Vergleichnis, aber der Mensch weiß niemals korrekt, wo es schmeckt. Und das ist ein bisschen, wird es mit Gott beschrieben. Und so ich gebe nicht fair, dass ich Gott beschrieben kann. Aber doch gibt die Schrift uns Bilder, oder die Schrift gibt uns some Dinge von Gott, was wichtig sind für uns, wenn wir uns denken an die Erlösung. Erstens, wir weiten bloß dort von Gott, was er uns offenbart hat. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Wenn einmal denkt, wie so, okay, wie kann Gott regieren, oder wenn ich was sage, dann wird Gott hüpfen, oder er wird bloß fragen, wo hoch, das ist nicht, wo Gott schafft. Weil Gott ist ganz und gar anders, als wir sind. Was Gott uns von sich selbst gesagt hat, oder was wir nach Offenbarung, das wird wir von ihm weiten. Na, Gott hat sich offenbart mit Wort, mit Worten und mit der Schöpfung. Und so gibt ein paar Sorten von Offenbarung. Erstens gibt eine allgemeine Offenbarung. Das wird wie sein in der Schöpfung. Wenn je so alles rütgehen, je sein den klaren Himmel und Fall von Sterns, oder je sein den Mond, ist ganz voll in der Tag sei, oder sogar über Tag, wenn du in den Garten gehst, du checkst nur die Planten und wo die Frucht trauen, oder deine Bäume, oder sogar den einen Körper, weil das ist alles Part von der Schöpfung. Der Psalm sagt uns, dass der Himmel, der verkündigt Gott seine Herrlichkeit. Und so die ganze Schöpfung. Aber das nennen wir eine allgemeine Offenbarung. Gott hat diese Welt gemerkt. Und wie sein Gott in allerhand Dinge, was er gemerkt hat, und wo wunderbar das gemerkt ist. Ich habe diese lautere Zeit auf der Stab mit rumgegangen und nur die Blumen gecheckt. Und wir nennen das Krüt. Aber wenn die splayen, das sind schmacke Blumen. Dann schneide ich die auf und bringe die Tüß auf den Tisch ab. Wir haben schmacke Blumen am Tisch stehen. Aber das ist das Krüt von der Stab, was wir das nennen. Aber weißt du, das ist wunderbar, wenn du mal eine Blume in einpflegst und mal kriegst nur die einzelnen Dinge checkst, wo Gott das gemerkt hat. Und so Gott hat sich offenbart, seine Kraft, seine Herrlichkeit, als eine Schöpfung zu sein. Die zweite Sorte von Offenbarung, den nennen wir besondere Offenbarung. Das ist, was Gott uns gesagt hat in seinem Wort. Die Bibel ist Gott sein Wort, was er geoffenbart hat, von wer er ist, von wo er schafft, von wo er denkt. Und wir denken einmal so, wir wollen in uns Leben uns Dollar Gott liegen, wir wollen Dollar so sein, als er ist. Na, wir wollen niemals so sein, als Gott ist, aber wir können am Dollar liegen. Die Bibel redet von solchen Dingen. Wir sollen am sozusagen nur oben, oder wir sollen so leben, als er ist. Und die Bibel ist uns Grund, für wer Gott ist. Na, die Schöpfung sagt uns, was Gott getan hat, seine Herrlichkeit, aber die Bibel gibt uns Einzelheiten, wo Gott schafft, wer er ist, wo er denkt und wo er will haben, dass wir sollen leben. Und so wir müssen uns an die besondere Offenbarung holen, wenn dort haben wir in unser Hängen. Viele Menschen in der Welt haben nicht diese besondere Offenbarung, wenn sie kein Wort Gottes. Aber wir haben.
Und dann ist es wichtig, dass wir die Bibel lernen, dass wir die studieren, dass wir lernen, wo Gott ist, wo er denkt und wer er ist. Ein Ding, was die Bibel sagt von Gott ist, dass Gott ist heilig, heilig, heilig. Na weet je, Gott ist der Einzige in Himmel und Erde, von wem die Schrift sagt, der ist dreimal heilig. Einige Schrift die leider sein, dort meint die Dreieinigkeit Gottes. Er ist heilig als Vater, er ist heilig als Sohn und er ist heilig als der Heilige Geist. Aber ich glaube, mein noch ein bisschen mehr. Ich glaube, meint auch, dass Gott ist heilig, aber auf der ganz letzten Staub. Du hast nichts anreinigt in Gott. Du hast keine Sinn in Gott. Du hast niemals einen Fehler in Gott. Gott hat noch never was getan, was er tut, so doch dort wie euch. Gott ist heilig, heilig, heilig. Und das ist wichtig für uns, wenn wir an die Erlösung denken, und besonders wenn wir an denken, dass ich mir die Seligkeit verdiene. Wanneer wirst du so ein guter Mensch sein, dass du so viele gute Dinge getan hast, dass du kannst vor Gott stehen sein, ich sehe auch, heilig, heilig, heilig. Und wenn dort niemals möglich ist, dann kannst du dir niemals die Seligkeit verdienen. Das, wo ich sage, Jeistlichet Läwen kommt von Gott. Jeistlichet Läwen ist ein Ding, was Gott dir schenkt. Das ist ein Ding durch Gott seine Gnade. Wenn wir Menschen, wir kennen das nicht. In der nächsten Lektion werden wir ein bisschen checken, wer sind wir Menschen? Wo beschreibt die Bibel uns? Und das ist ganz anders, als wo die Bibel Gott beschreibt. Aber Gott heißt heilig, heilig, heilig. Und da mal wie soll er klar holen. In 2. Mose 33, Vers 20, da redet Moses mit Gott, und Moses sagt zu Gott, wies mir mal deine Herrlichkeit. An einer anderen Wieder können wir sagen, Moses sagt zu Gott, wies mir mal, wer du bist. Vielleicht hast du mal so gefällt. Ich wünsche, ich kann mal Gott sein. Und ich wünsche, ich kann mal, was büter je weinlich beleben, oder was büter je weinlich sein. Und das wird mit Moses seine Rede. Und dann sagt Gott zu ihm in 2. Mose 33, Vers 20, aber jedenfalls wirst du mein Gesicht nicht zu sein kriegen. Keiner, der mich zu sein kriegt, kann leben. Na, das sind sehr interessante Gedanken, weil Gott sagt zu Moses, ich will dir einen Port von meiner Herrlichkeit wiesen. Ich will dir ein bisschen so wiesen, wenn ich vorbei sehe, wo mir das sitzt, oder wo meine Herrlichkeit sitzt. Aber dann sagt er, weißt du was, keiner kann mir sein und leben. Na, ich glaube von dir, dass Jesus Christus hat das wahrgenommen. Wenn in Hebräerbrief sagt, wir können nur mit Taufvertrauen nur den Thron Gottes kommen. Johannes in Offenbarung, als er geschrieben hat, haben wir einen Thronstuhl Gottes. Na, er beschreibt nicht gleich, wo Gott sitzt. Das ist interessant, wenn die Bibel Gott beschreibt, dann braucht es Tiere, Steine, Schmucke, Steine oder so eine Dinge steht. Aber Gott sagt zu Moses, du wirst mein Gesicht nicht sein, wenn keiner kann mir sein im Leben. Und ich glaube, dass die noch haben, dass Gott, der ist so sehr viel heiliger, so viel reiner, so viel sinnloser als wir sind, dass kein Mensch kann vor Gott bestehen. Und darum ist es so sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass wir sind durch Jesus Christus, der kam auf, der Wort ein Mensch, der Wort mag uns oder der Wort einer von uns zu sein, und durch ihn können wir gerettet sein, wenn vor Gott können wir nicht stehen bleiben. Nicht ohne Jesus Christus. Und das ist wichtig, dass wir das klar kriegen, dass wir nicht bleiben, wie wir einmal so gute Menschen sind, dass wir vor Gott bestehen bleiben. In 1. Timotheus 6, Vers 16, da sagt Paulus so steht, er ist der einzige Unsterbliche, der in einem Licht wohnt, wo keiner haben kann, dem kein Mensch gesehen hat und auch nicht sein kann. Ihm gehört alle ihr in ewige Macht. Amen. So, Paulus redet von das selbste Ding, dass Gott, er ist unsterblich, er ist der Einzige, der in einem Licht wohnt, wo kein Mensch kann hinkommen. Paulus sagt, dass wir einen Tag in den dritten Himmel. Und du in den dritten Himmel, du sagst und hört Dinge, was er nicht beschreiben kann. Aber was ein Mensch nicht mal soll von reden. Wenn er sagt von den dritten Himmel, das meint, dass wir in den Himmel, wo Gott wohnt, wir in der Herrlichkeit Gottes. Und er sagt die Dinge, und er hört die Dinge, was kein Mensch beschreiben kann. In Jesaja 6, Vers 3, du beschrift Jesaja, von wo hat Gott gesehen in der Vision. Und er sagt so steht in Vers 3, die raubten einen um anderen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der alles regiert, die ganze Welt wisst, wo herrlich er ist. Na, ich würde Ihnen tauchen, lest Jesaja Kapitel 6 von Anfang wieder und lest ein bisschen, wo Jesaja Gott beschrieben hat und wo die Engel beschrieben, was darum Gott sind, aber das sind die Engel, die rauben, dass Gott ist heilig, heilig, heilig. In Offenbarung 4, Vers 8, du beschrift Johannes, er ist in der Thronstufe Gottes und er beschrift die Dinge, die sind, und die können das nur lesen
in Kapitel 4, aber in Vers 8, da sagt Jesus das. En de Feiertieren hadden jeder 6 Pflichten, wären rundum voll Uhren, sogar ohne die Pflichten, hadden Tag und Nacht nicht Ruhe in Seden. Heilig, 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 ist der allmächtige Gott in Herr, der du wir, der du es und der du kämpft. Gott ist ein heiliger Gott. In der Bibel beschreibt er als 3-mal heilig. Ein Schreiber sagt, dort meint so viel, heißt heilig bei in der nähende Grut. Ein anderer wäre 100% heilig. Na weet je, wie Menschen, wenn wir Jesus kennen, vielleicht haben wir Jesus al für 30 Jahre gekannt, wir sind all gewachsen sozusagen ins geistliche Leben, wir haben vielleicht al some Losterschen ans Leben aufgelegt. Aber nun sind ich 80 Jahre alt. Und ich habe meine Lebenszeit für Jesus gelebt, aber ich bin noch nicht ein vollkommener Mensch. Und dann ist die Frage, wo ich bei Gott angenommen sein? Weet je, dat is een vraag wat viele Menschen haben. Wo wil ik bij God angenommen zijn? En de antwoord is, durch Jesus Christus. Weet je, geistliches Leben kommt von Gott. Dat kommt durch Jesus. Dat is God zijn Geschenk für dich. Dat is God zijn Gnade, wenn du an Jesus glaubst. Wegen Gott, hij is heilig. Gott ist sinnlos. Gott hat nichts mit Sinn zu tun. Und wenn du allein für Gott was stehen, dann wird es nichts tun. Wegen Gott wird nichts mit dir zu tun haben, wenn du bist ein sinnlicher Mensch. Und sogar als ein Christ, wir tun noch manchmal Dinge, die arg sind. Wir sind nicht mehr Sünder, wir sind Gott seine Kinder nu, aber wir tun Dinge, die arg sind. Und so für Gott, wo wir niemals vollkommen sind. Aber Gott ist gerecht. Gott ist vollkommen. Er ist ohne Sinn. Und so wenn wir fragen, wer ist Gott? Gott ist heilig. Und vielleicht denken wir so, woran würden wir uns mit dieser Frau beschäftigen? Und die Antwort ist, wenn das ewige Leben. Weil das ewige Leben meint, dass ich kannst Gott. Wir wollen ewig wie Gott sein. Und so wenn Gott so heilig ist und er ist so sinnlos und wir sind unvollkommene Menschen, wo wollen wir jemals mit Gott leben? Das ist die Frage. Und die Bibel lehrt sehr klar, dass wir kriegen seine Gerechtigkeit. In Johannes 3, Vers 16, ein von den ganz bekanntesten Versen in der Bibel, da sagt es, dass Gott liebt die Welt so sehr. Und weet je, das ist der Gott, der heilig, heilig, heilig ist. Das Gott, der liebt die als ein Sünder. Das Gott, der liebt die Menschheit. Wenn er sagt, er liebt die Welt, dann meint er die Menschheit. Aber das Gott, er liebt uns. Und er will uns raten, das sagt er wieder. Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gibt, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Und weet je, Gott hat einen Erlösungsplan zu Wehr geschafft, was wir uns nicht mal ausdenken können. Der ist so wundervoll, der ist so voll Gnade. Und durch den Glauben an Jesus Christus sagt er, haben wir das ewige Leben. Aber wir können ein anderer wieder sagen, wir haben geistliches Leben. Und wenn wir reden von geistliches Leben, ewiges Leben, oder wir sind wahre geboren, oder von boven geboren, oder von Gott geboren, das ist alle ein bisschen dieselbe Meinung. Wir haben ein Leben, das von Gott kommt. Ein Leben, das für ihn wird bestehen. Ein Leben, das er wird anerkennen. Eine Gerechtigkeit, das für ihn wird jährlich sein. In Johannes 17, Vers 3 sagt er, das ewige Leben ist das, dass sie die, den einzigen wahren Gott in Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. So Johannes sagt, das ewige Leben ist, wenn wir Gott kennenlernen. Weet je wann Gott? Der Gott, wird heilig, heilig, heilig ist. Der Gott, wird zu Moses sagt, er kann dir nicht mein Gesicht wiesen, wenn er wirst gestorben. In Offenbarung sagt er, der Letzte, das große Gericht, wo der große Wetter Thron ist, da sagt er, dass Himmel und Erde flohen weg von denen, was auf dem Thron sagt. Weet je, das Gott, das ist Gott. Das ist eine sehr wichtige Lehre für uns, dass wir Gott anerkennen als Gott. Aber der Gott, der liebt die. Der heilige Gott, der hat Jesus geschickt. Und das heilige Gott, was über alles ist und alle Herrlichkeit hat, der Schöpfer von Himmel und Erde, der hat Jesus geschickt, und du kannst an ihm glauben und du kannst selig werden. Und so, wenn wir von geistlichem Leben reden, dann reden wir von angenommen sein wie ein 100% heiliger Gott. Wenn wir reden von geistlichem Leben, das kommt von Gott. Weet je, dann ist das geistliche Leben 100% gerecht. Na, das ist vielleicht ein interessanter Gedanke für dich, dass du als ein unvollkommener Mensch ein gerechtes Leben hast. Aber weet je, das Leben, was Gott dir gibt, das ist gerecht. Gott liebt dich, er will dich raten, und er sagt, wenn du noch mich kicken, wenn du an Jesus glauben, dann will ich dich raten.
Jeistlichet Läwen. Jeistlichet Läwen ist ein Leben mit Gott. Aber ein jeistlichet Leben habe ich 3 Fragen. Wo komme ich nehmen? Wer sehe ich? Wo kann ich sicher sein, dass ich jeistlichet Leben habe, und wenn ich vor Gott stehe, dann wird er mich annehmen?